Und ich habe mir vorgestellt, das wäre vielleicht etwa so, wie wenn der Albert Rösti würde auf den Baum klettern, weil er in Davos einfach nichts sieht, wenn der Trump vorbeikommt. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst und zu dieser Predigt. Und ich freue mich, dass wir heute miteinander die Kleingruppenkampagne 2026 eröffnen. Leider haben wir nicht die gleichen Mittel wie bei Olympischen Spielen so für Eröffnungszeremonien, aber die Freude ist mindestens so gross. Also, ich spüre jetzt nicht ganz so viel. Wo ist eure Freude? Also ich habe Leute gesehen, ich tue jetzt etwas noch sagen, das habe ich natürlich nicht vorbereitet, aber ich habe Leute gesehen, wir hatten Chorleitungsretrette gehabt. Ich sage euch, die haben gefähnet beim Skirennen. Aber eigentlich könnten wir doch jetzt einmal fähnen für Jesus. Yeah! Ja, das ist etwas. Das gefällt mir schon besser. Jetzt fangen wir nochmal vorne an. Mit grosser Freude. Gut, dürfen wir heute unsere Kleingruppenkampagne 2026 starten, wo unter dem Titel «Nahe bei Jesus, stark im Alltag» steht. Und mit dem, was ich vorbereitet habe, mit dieser Predigt, möchte ich euch Mut machen, möchte ich jedes von euch herausfordern, ganz persönlich darüber nachzudenken, wo stehst du in der Nachfolge von Jesus? Dazu ist die ganze Kampagne nämlich gedacht, dass das gestärkt werden darf und dass wir ausgerüstet werden in der Jüngerschaft, wie es Sandra schon erklärt hat. Und ein zentraler Punkt ist ein Buch, Gottes Wort. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Und so, wenn wir uns heute Zeit nehmen, in dieser Bibel eine Geschichte zu lesen, ein Zeugnis, etwas, was sich ereignet hat, wo Gott jemandem begegnet ist, wo sich entschieden hat, ihm nachzufolgen, wo es praktische, echte Konsequenzen im Alltag hat. Im Alltag, nicht theoretisch in dieser Stunde, oder ihr heisst, wir sind ein bisschen mehr wie eine Stunde Gottesdienst, ich weiss, macht euch auf einen langen Gottesdienst gefasst. Nein, es geht nicht nur um die Zeit im Gottesdienst, sondern es geht um die Zeit, wo wir leben. Ich habe einen Mann mir ausgesucht. Vielleicht, wenn ich jetzt dann den Namen sage, denkst du, nein, ehrlich, der könnte ja gerade so gut runter in die Sonntagsschule. Das müsst ihr also nicht denken. Und vielleicht denkst du auch, nein, so klein wie der bin ich also nicht. Mit Bibelkenntnis wissen ihr jetzt schon, wer das ich meine. Der Zachäus. Und ich habe es sehr spannend gefunden. Vielleicht die einen von euch haben die Allianzpredigt von Tim Henny gehört am Sonntag. Und das hat mich ein bisschen inspiriert. Die Werbung. Mögt ihr euch noch erinnern, was er gesagt hat, was das Werbeprinzip ist, wo auch in der Bibel gebraucht wird? Oder die Werbung braucht das Prinzip der Bibel, müsste man vielleicht mehr sagen. Ja, oder der Kontrast, hat er gesagt. Ein weisses T-Shirt ist nie so weiss, wie wenn man ein dreckiges daneben hebt. Und tatsächlich, mir ist der Vorher-Nachher-Effekt gross geworden. Kennt ihr den aus der Werbung? Vorher, nachher. Und als ich ein Kind war, hat meine Großmutter manchmal so Glückspostheftchen gehabt. Kennt ihr das noch? Genau. Und dort hat es doch vielleicht die Älteren unter uns, mögen sich an die Bilder erinnern, dort hat es doch immer eine Serie gehabt, dort hat es eine Frau gehabt, wo ein Bild war vorher, wie sie aussieht im Alltag, und dann hat sie ein Bild gehabt nachher. Nachdem, dass sie beim Coiffeur war, nachdem, dass sie beim Stylist war und dass man sie neu eingekleidet hat. Vorher, nachher. Und ich bin als Kind
wirklich sehr beeindruckt von dem, wie die Diskrepanz ganz fest war. Und ja, wie man denn das so manchmal hat als Kind, man redet dann mit den Eltern darüber. Ich habe das meinem Vater gezeigt. Ich habe gesagt, schau mal, wie das aussieht. Und der lapidare Kommentar von meinem Vater war, ach ja, Kleider machen Leute. Ja, es ist wahr. Das sind äußere Sachen. Aber das, was wir heute anschauen wollen, das geht nicht um Kleider, wo man wechseln kann, um äußere Sachen. Und ich möchte euch den Predigtext zeigen. Danke fürs Einblenden. Die eine Bibel dabei haben, nehmen sie gerne vor. Lukas Evangelium, Kapitel 19, 1-10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und er, das ist Jesus gemeint. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei diesem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Eine kurze, aber ganz entscheidende Geschichte. Was wissen wir über diese Sache aus unserem direkten Bibeltext? Er scheint in Jericho zu leben, heisst eben Zachäus, ist ein Oberster der Zöllner, ein Chef und ist anscheinend sehr reich. Sehr ein einflussreicher Mann. Er wollte wissen, wer der Jesus ist, wo alle davon geredet haben. Und er hat das Problem gehabt, er war zu klein gewesen, über all die Leute hineinzusehen. Und also ich verstehe das. Das ist ein Seich, wenn die grossen Leute einfach einem vor der Nase stehen und man nichts sieht. Und er hat eine Lösung gehabt. Anstatt mit dem Selfie-Stick oben durchzugehen, das wäre vielleicht die Lösung von heute, hat er müssen sagen, ich muss etwas machen. Ich muss auf den Maulbeerbaum aufsteigen, damit ich etwas sehe. Und jetzt kommt ein gewagter Vergleich. Ich hoffe, ihr nehmt mir den nicht übel. Aber ich habe mir so vorgestellt, die Dramatik dieser Situation ins Heute zu übersetzen. Stellt euch vor, das ist der oberste Zöllner. Das war nicht irgendeiner, so ein herziges Mandli aus der Kinderbibel. Das war der oberste Zöllner. Und der oberste Zöllner, der macht etwas, was also jetzt wirklich kein anständiger Mann je würde machen. Den kleinen Buben, denen hat man das zugetraut, dass die auf Bäume hochklettern dürfen. Aber doch nicht erwachsene, gestandene, ehrenwürdige Männer. Also, stellt euch mal vor, und dann mit diesen langen Gewändern. Ui, peinlich, oder? Und ich habe mir vorgestellt, das wäre vielleicht etwa so, wie wenn der Albert Rösti würde auf den Baum hochklettern, weil er zu Davos einfach nichts sieht, wenn der Trump vorbeikommt. Ja, ich habe mir das ehrlich, die ganze Welt hat doch jetzt auf Davos geschaut. Alle haben den sehen. Alle haben den sehen. Und jetzt stellt euch vor, der hockt auf dem Baum oben. Also, als ich mir das so vorgestellt habe, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt fange ich etwas an zu spüren von dieser Dramatik, die in dieser Geschichte drin ist. Also es muss einem ja schon ein grosses Anliegen sein, wenn man so viel auf sich nimmt, dass man sich so peinlich verhält.
Und hat er sich aber ja einen guten Platz ausgesucht. Das hat niemand gesehen. Eben, der Albert sitzt im Baum, das merkt es niemand. Aber dann, stellt euch vor laufender Kamera, sagt der Donald, hey, Albert, komm oben runter. Also, stellt euch das vor. Das Gute wäre, er hätte die Hosen an. Kein so ein Gewand. Aber vergessen Sie in dem Sinn mit dem Albert und mit dem Donald, es geht mehr darum, das sind einflussreiche Leute gewesen. Das war nicht irgendjemand. Und Jesus hat wirklich gesagt, hey, komm aber runter. Der rettet Zachäus einfach an. Und der überlegt gar nicht viel. Nicht, ui, wie muss ich jetzt echt mein Kleid büscheln? Nein, er steigt runter, der hat Freude. Und Jesus sagt, heute muss ich zu dir kommen. Ich meine, wenn wir das Bild noch ein bisschen weiterspinnen, stellt euch mal vor, der Donald hat dem Rösti gesagt, du, ich komme dann heute Abend zu dir zu Nacht essen. Das Weffel lassen wir sein. Ja, das hätte die Stimmung gegeben, Bude. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Heute, das ist Stimmung in Bude. Seht ihr das? Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf, sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Gut, haben wir mit Freude geübt? Mit Freuden. Und ich denke, ehrlich gesagt, sie haben gut gegessen wahrscheinlich. Also ich stelle mir vor, da hat es nicht nur so ein billiges, einfaches Nacht gegeben, sondern der hat aufgetischt. Er hat ja viel gehabt. Und so beim Essen zusammen am Tisch sagt er dann, der kleine, wahnsinnig reiche Mann, übrigens, ich gebe dann noch die Hälfte, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. So, beim Essen. Findet ihr das nicht auch krass? Und man muss sich auch vielleicht fragen, ja, wieso ist denn der überhaupt so reich geworden? Das ist etwas, das muss man schon wissen. Er hat etwas ganz gemacht. Der Zachäus ist ins Bett mit dem Find. Er hat sich einspannen lassen vom Find. Die Juden haben nichts mehr gehofft und haben auch nichts mehr gehofft, dass Jesus jetzt endlich diesen Römer mal. Und der Typ, der da auf dem Baum oben gehockt ist, der hat sich persönlich bereichert an dem Geld, wo er im Namen vom römischen Reich seinen Brüdern und Schwestern, seinem Volk abgenommen hat. Er hat Steuern eingezogen und sich bereichert. Eine moralisch und auch eine theologische absolute Katastrophe. Das haben alle gewusst. Die ganze Stadt hat das gewusst. Und darum der Vers 7. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Ja, jetzt versetzt euch mal in die Lage. Wenn man euch alles abknöpft, wenn ihr das ganze Jahr arbeitet, dass ihr irgendetwas zusammenbekommt, hofft, dass ihr eure Familie durchbringt und denkt, mal, jetzt habe ich es geschafft. Und dann kommt so einer und sagt, die Hälfte vom Käse gehört mir. Das ist schlimm, schrecklich und existenziell gewesen. Und das haben die Leute, das Volk hat das gewusst und auch die Führenden. Und die Juden, die führenden Männer, die haben ihn von ganzem Herzen verachtet. Er war reich gewesen, aber ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Und etwas habe ich mir noch gefragt. Woher hat denn der gewusst, der Jesus, dass der auf dem Baum oben Zachäus heisst? FaceTime oder irgendetwas, Facebook oder was dann auch immer war, haben sie ja noch nicht gehabt. Woher hat er das gewusst? Der Lukas schreibt nichts dazu. Das erschließt sich nicht aus unserem Text. Aber ich glaube,
Am Lukas genügt es, dass in dieser Geschichte Jesus der Handelnde ist. Er ist Subjekt. Und dann ist ja, wie wir wissen, alles möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und wie peinlich muss das eben für den Zachäus gewesen sein, dass der Rabbi ihn hat so sehen, wenn man es menschlich anschaut. Eben auf dem Baum oben hockend. Aber es war ihm gleich gewesen. Es war ihm so gleich gewesen. Wir lesen nichts von peinlich. Er ist runtergeklettert, von den Augen vor allen Leuten. Und mir ist ein Wort in den Sinn gekommen, das ich in unserer Haushaltung des Öfteren höre. Nein, Mutti, so ehrenlos. Ist doch ehrenlos, oder? Peinlich. Aber der Zachäus war völlig egal. Sein Herz hat sich ganz zu Jesus hingezogen gewusst und er nimmt ihn auf. Es scheint, dass allein durch die Gegenwart von Jesus das Herz von Zachäus überführt worden ist. Er realisiert in der Begegnung mit Jesus, dass er so nicht weitermachen kann und ist bereit, sich von seinem Besitz zu trennen. Wer schon mal Geld hatte, sauer verdient, sauer angeschafft oder geerbt, und nachher muss man das einfach loslassen. Das ist also noch happig, he? Und ich glaube, es ist so stark, weil wir, die eine Bibel haben, vorblättern. Weil es genau im Kapitel 18, Vers 24, einen entscheidenden Hinweis hat. Jesus hat kurz vorher seinen Jünger erklärt, im Vers 24. Als Jesus das sah, dass er sehr betrübt wurde, und sehr betrübt, das ist der reiche Jüngling, der sich nicht von seinem Besitz trennen konnte, um Jesus nachzufolgen, hat Jesus gesagt, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Da fragten seine Zuhörer, wer kann denn gerettet werden? Er sagte, Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist die Erfüllung von diesen Worten, wo Jesus geredet hat. Was bei Gott nicht möglich, was bei den Menschen nicht möglich ist, das ist bei Gott möglich. Mit Zachäus haben wir den lebendigen Beweis, dass durch Gnade Gottes möglich ist. Und ich habe mich vorgestellt, jetzt könnten wir ja noch sammeln. Wenn wir jetzt das Vorher-Nachher haben, was würdet ihr sagen, wie ist der Zachäus vorher? So ein Bild, was kann man zu dem aufschreiben? Reich. Jetzt müssen wir noch vorher. Ja. Selbstsüchtig, ja. Habgierig. Ja, ausgestoßen, einsam. Ja, das tun wir da mal, ja, das fasst ganz vieles zusammen. Ja. Verloren. Ja. Unglücklich. Deserteur. Ja. Für die vielleicht nicht wissen, was ein Deserteur ist, der ist davon gelaufen in seiner Armee und dient einem anderen Herr. Ja, ich würde sagen, wir haben es etwa, oder? Das ist, glaube ich, das, was uns die Geschichte herausstreichen will.
Das ist der Mensch, der auf den Baum raufklettert. So war der. Und dann ist der Moment gekommen, wo er nahe zu Jesus eine Begegnung mit ihm hatte. Und nachher ist eine Stärke daraus geworden, würde ich sagen. Was sehen wir? Was ist passiert? Wie ist der nachher? Er ist extrem grosszügig geworden. Da bin ich habgierig, das wäre das Gegenteil. He? Mhm. Zufrieden? Ja. Sehr. Also der hat dann nicht einfach ein Nötchen collected da. Einfach, dass wir das wissen. He? Ja. Und das ist dann eine gewagte Aussage, Benni. Woher weißt jetzt du das? Das ist dann ganz wichtig. Das ist dann nicht, wie es Benni oder ich sagen, sondern wie es da steht. He? Ja. Ja, genau, haargenau. Wenn wir ein frommes Wort. Ja, das klingt gut. Ja. Das ist mir auch entgegengekommen. Weil nämlich nicht nur, dass er einfach die Hälfte von seinem Besitz verschenkt, sondern er sagt ganz gezielt, denen, wo er Unrecht da hat, denen will er das vierfach zurückgeben. Das ist tatsächlich Barmherzigkeit, ja. Und ich denke, ja, wir können selbstsüchtig, was wollen wir als Gegenteil, wo wir da lesen? Selbstlos, sehr gut. Und ich glaube, die zwei Punkte, die gehören ja zusammen. Das Ausgestoßensein. Er war außerhalb der Gemeinschaft. Das ist etwas, was ich mir auch ganz fest aufgeschrieben habe. Der Kontrast, findet ihr nicht, dass das extrem ist? Aber das ist dann deutlicher, weder eine Persil-Werbung mit einem weißen T-Shirt und einem dreckigen. Und es ist auch deutlicher, weder ein Gang zum Coiffeur und neue Kleider. Das ist existenziell anders. Heute würde man vielleicht sagen, nachhaltig anders. Weil wenn die Frisur wieder rausgewachsen ist von dieser Dame und sie nachher nicht das richtige Make-up und der richtige Coiffeur hat, sieht sie gleich wieder aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Aber da ist etwas Echtes passiert. Und so möchte ich euch fragen. Und jetzt? Jetzt haben wir das rausgeschafft. Jetzt sehen wir vorher, nachher. Wie ist das bei mir? Wo stand ich? Was gibt es bei mir in meinem Leben? Und ich möchte uns herausfordern, unser Herz vor Gott zu bringen. Und zu fragen, Heiliger Geist, was möchtest du heute Morgen mir sagen? Und dich auch fragen, hast du dich entschieden, nahe bei Jesus zu sein? Dich entschieden, das Angebot anzunehmen? Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams.
Dazu müssen wir noch sagen, der gute Mann war Jude. Und er war so ausgeschlossen aus seinem Volk, weil er eben ein Deserteur war. Da würde ich Sohn Abrahams herschreiben. Er ist zurück aufgenommen worden. Sohn Abrahams bedeutet ein Nachfolger vom Abraham, ein Mann aus dem gleichen Volk. Das ist Wiederherstellung. Und nachher dann auch zu fragen, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Frage, hat mich Jesus schon gefunden? Bin ich verloren? Verloren gewesen? Habe ich mich vielleicht unterwegs verirrt? Und wenn wir das ganz ehrlich mit Gott prüfen, dann dürfen wir sehen, wenn wir nahe bei Jesus sind, dann hat das auch im Alltag konkrete Auswirkungen. Und eine Hilfe dazu, auf diesem Prozess weiterzugehen und nicht einfach heute Morgen sagen, ja gut, es ist schon gut, es ist dann wieder Montag. Nein, wir wollen dranbleiben. Wir wollen uns echt verändern lassen und ich eingeschlossen. Und zu wissen, dass das bei uns genau gleich ist. Wir sind getrennt. Wir haben keinen Platz am Tisch vom Herrn, wenn Jesus uns nicht einlädt. Aber die Einladung ist heute da. Sie ist da, komm zu mir. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wo stehst du? Lass du dich einladen an den Tisch vom Herrn? Und ich kann dir zusprechen, aus dem Text sehe ich eine Einladung für dich und für mich. Jesus wartet auf uns und seine Gästeliste ist unlimitiert. Es hat Platz für alle und für jeden. Es ist ein Geschenk, das man annehmen darf. Und dazu wollen wir Mut machen. Amen.